Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Wieder reden wir über das erste Rennen, das in Bahrain stattgefunden hat. Zusätzlich gehen wir schon Richtung Saudi-Arabien und sagen schon mal unsere Prediction, was dort echt könnte kommen. Zudem gehen wir noch auf eure Fragen ein, die ihr in Discord reinstellen könnt. Falls ihr auch Fragen habt, die wir in diesem Podcast beantworten sollen, dann joint doch gerne uns auf den Discord-Server und dort könnt ihr im Textkanal bei Unsafe Release Podcast eure Frage reinstellen. Wir wünschen euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Gut, also dann legen wir doch gerade mal los und wir fangen an mit dem Bahrain Grand Prix, wo letztes Wochenende war. Der Charles Leclerc hat das Ganze gewonnen vor dem Sainz und vor dem Hamilton. Und ja, Gabriel, wie sind deine ersten Eindrücke von diesem Rennen in dieser neuen Ära mit diesen neuen Formel 1 Boliden? Ja, also ich würde sagen, also wirklich viel besser hätte der Auftakt zu dieser Saison gar nicht können sein. Wir haben alles gehabt, von Teams, die ihre Erwartungen übertroffen haben, über zu Teams, die komplett, also unterste Schublade, wie es das Wochenende für die abgelaufen ist. Ich würde auch behaupten, dass die Regularien, die neuen, wirklich gezeigt haben, dass sie ein Schritt in die richtige Richtung sind. Wir hatten Drama gehabt, wieder in der Pitlane, wir hatten geile Kommentare von den Teams während dem Rennen gegeneinander gehabt. Twitter war wieder mal am Brennen gewesen, also wirklich perfekter Saisonstart in meinen Augen. Ja, und am Anfang des Rennens war es eigentlich relativ dominant von Ferrari. Die sind ziemlich gut davon gekommen. Carlos Sainz, ja, ein klappriger Start gehabt. Wer hat noch so einen Bottas? Hat einen ganz, ganz schlimmen Start gehabt. Der ist irgendwie auf P, was ist das, 16 oder so? P14 habe ich gemeint, ist er aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, könnte auch mehr sein. Ja. Und hat sich trotzdem noch retten können. Also Fair Play zu ihm. Und nachher ist, was ist das, Runde 10 umeinander gewesen? Nein, 17 umeinander, glaube ich, wo dann nachher das erste Battle angefangen hat mit dem Verstappen und dem Leclerc. Und ich glaube, das hätte schon mal gut eingeht für, ich sage, die Hauptrivalität. Oder das sind sicher die beiden Title-Contenders in meinen Augen. Ob da ein Sainz auch noch mitmischen kann. Oder ein Perez. Perez denke ich weniger, aber ein Sainz sicher auch. Aber Ja, ich also glaube, gut. das hätte schon mal gezeigt, auf was wir uns gefasst machen können, würde ich sagen. Ja, voll. Also beim Sainz muss ich ja ehrlich sagen, der hat ja das ganze Wochenende schon ein bisschen Probleme gehabt. Der hat sich nicht so wohl gefühlt im Auto. Und hat es dann aber gleich noch. Wo ist er gestartet? P2? P2, oder? P3. P2 ist der Max. Ja. Das ist P2 Max, ja. Er hat ja schon ein bisschen Probleme gehabt. Das ganze Wochenende darüber hat er gesagt. Er ist schon eigentlich so, was so Zeit anbelangt, ist er schon ein bisschen davor gewesen vom Leclerc und vom Max. Aber ja, er hat nicht nachher mögen. Also während dem Rennen hat er schon recht einen Gap drin gehabt zu den vorderen zwei. Also der Leclerc und Max, die sind ja glaube ich immer so etwa so 2-3 Sekunden voneinander gewesen. Also der Ferrari hat schon die bessere Pace gehabt, das muss man schon klar sagen. Der Verstappen hat aber ein sehr schnelles Auto auf der Geraden. Ja, also in der DRS-Zone hat er eigentlich fast eine Sekunde können aufholen mit seinem Auto. Das ist schon brutal viel. Und was ich noch sagen zum Bottas im Start, scheint es dort so, dass der Alfa Romeo relativ viele Vibrationen hat. Wenn man auf Tour raufkommt oder Drehmoment erhöht, oder nicht Drehmoment, wie sagt man, Drehzahl erhöht am Start. Und das scheint es relativ schwierig, dann eine Kupplung loszulassen. Also das ist momentan noch ein kleines Problem, das sie haben. Einfach, dass man das noch genau erklärt haben, wieso das so weit hinterher gedroppt ist. Also scheint es eigentlich der Start nicht schlecht gewesen, aber er hat wie kein Gefühl mehr gehabt, den Finger, weil die Vibrationen so stark sind, wenn er genau die Kupplung loslassen muss. Und er hat eben dann so viel Wheelspin gehabt, scheint es wegen dem. Aber ja, wenn wir wieder zurückgehen oder ein bisschen weiter vorgehen im Rennverlauf, das Battle zwischen dem Leclerc und dem Verstappen ist schon nice gewesen, aber hat mir jetzt nicht so gezeigt dort, dass die neue Ära so gut funktioniert mit dem Hintereinander fahren. Also klar, die zwei haben schon gut hintereinander nachher mögen. Also die sind schon schnell gewesen. Aber wo ich mehr so den Eindruck hatte, ist eigentlich so im Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber im Mittelfeld sind die teilweise über mehrere Runden lang sehr nah beieinander gewesen. Also ich weiss zum Beispiel gerade alle 10, ich weiss nicht, ob es Bottas war oder der Guang Yu Zhou, Kurve 10.
wie nöch der ich glaube, es war ein Williams oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, wie nöch der ihm hinten nachgefahren ist. Das war schon krass gewesen in dieser Kurve innen. Also, das hat mir schon ein bisschen gezeigt, dass die neuen Autos funktionieren. Aber ob es noch besser geht, werden wir wahrscheinlich erst in der Zukunft sehen. Ja, also was vor allem jetzt bei den englischen Kommentatoren ein riesen Punkt war, ist das DRS gewesen. Also, die englischen Kommentatoren haben schon relativ viel darüber geschnarrt, eben, dass ja eigentlich das Ziel ist, dass man das wieder wegbekommt oder dass man es davon limitieren will. Und ich stimme dir ein bisschen zu. Also, ich glaube, am Ende des Tages hat man gemerkt, dass es besser ist, das Racing. Sie sind, in meinen Augen, habe ich wirklich das Gefühl, näher aneinander gefahren. Oft, nicht immer. Aber es ist schon, man merkt immer noch, es sind einfach Formel-1-Autos. Also, die sind nicht ganz so einfach, einfach gerade weg ihrer Aerodynamik zum hinten dran fahren. Also egal, ich habe das Gefühl, man kann jetzt noch so viel rumpröbeln. Es ist in meinen Augen sicher schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Von dem her, ja. Aber Aber ja, was glaubst du, werden es DRS abschaffen? nein, nicht ganz. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn die Entwicklung weiter so geht, dass eben so das Racing nochmal besser wird. Also mir hat es jetzt dunkel in Bahrain hat es schon recht viel Überholmanöver gegeben, auch wirklich in Kurven innen hat es Überholmanöver gegeben, wo eigentlich vor allem mit den anderen Autos nicht möglich war. Dass man eigentlich halt auch aufs DRS verzichten. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass vielleicht in einem Jahr, 2 kein DRS mehr vorhanden ist, dass sie es abschaffen. Also ich meine, das ist ja auch das Ziel, das sie ja haben, dass ja, sie das ja, das DRS absolut, wegbringen. ja. Ich kann mir einfach vorstellen, dass sie's also vielleicht früher oder später kann es schon sein, dass sie das Ganze rausnehmen. Da stimme ich dazu. Aber ich glaube, dass sie am Anfang vielleicht etwas werden versuchen, dass zum Beispiel irgendwie maximal nur 10 Mal oder 15 Mal während dem Rennen kannst öffnen oder dass du es nur darfst brauchen, für die Überrundeten zu holen oder zum dich wieder zurück überrunden. Ich glaube, dass am Anfang eher in die Richtung wird gehen, dass man es wird limitieren eigentlich. Mhm. Aber ja, es hat definitiv schon etwas gebracht, weil also wenn du jetzt mal schaust, gerade im zweiten Sektor hast du es extrem oft gesehen, zum Beispiel ein Alonso und ein Tsunoda, wo der gesamte zweite Sektor einfach nebeneinander gefahren sind. Das ist etwas, was du dir nicht hast können vorstellen mit der alten Generation. Also Ja. dort der Hügel herab, die Links-Rechts-Schlaufen, da kannst du eigentlich kaum nebeneinander bleiben, aber sie haben es geschafft, oder? Und das ist das, was mir extrem viel Mut gemacht hat, dass es wirklich vom Racing her wird besser sein dieses Jahr. Also wir haben, wie gesagt, schon recht viel Überholmanöver gesehen, gerade noch beim Start. Ja, denke ich, es schiesst nicht. Also man muss sagen, ausfalltechnisch, also wir kommen schon noch zu weiteren Ausfällen, aber gerade am Start habe ich gedacht, es wird eh nicht groß schiessen. Und es hat auch nicht geschossen, weil ich halt gewusst habe, es ist immer so, dass eigentlich die neuen Formel 1-Generationen, dass sie noch nicht so aufeinander fahren, weil sie alle noch ein bisschen vorsichtig sind. Weil man hat eben, ja, das ist jetzt so mal die erste Rennsituation gewesen. Das sind natürlich auch alles wieder Daten, die sie sammeln. Es hat ja nur einen Kontakt gegeben zwischen dem Schumacher und dem Ocon. Wo man muss aber auch sagen, der Mick hat dort sein Auto richtig nice wieder können safen. Also auf der Wiederholung hat es recht geil ausgesehen. Und auch, dass er gerade wieder können so smooth weiterfahren. Ich denke jetzt, ein Mazepin hat sich weitergetragen. Also wer weiß. Aber ihm sein Rennen ist dort natürlich ein bisschen versaut gewesen. Schade für ihn. Und ja, sonst, wenn wir ein bisschen weiter vorgehen im Rennen, Boxenstopp. Man hat schon ein bisschen gesehen, dass wahrscheinlich so die Pitstop-Time oder Zeit, die wir hatten, die ist jetzt in 1,9, 1,8, weiß nicht, was das schnellste war dazu mal. Ich glaube, 1,8, ich glaube, das werden wir die nächsten paar Jahre nicht mehr sehen. Also, die meisten sind immer so etwa bei 3 Sekunden rum gewesen. Also man braucht momentan schon ein bisschen länger, um einen Pitstop zu machen. Und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten paar Monaten nicht anders entwickeln. Ich glaube, sie werden im Schnitt jetzt länger gehen. Ja, das glaube ich auch. Also grundsätzlich bei den Pitstops sind mir 2 Sachen aufgefallen. Einerseits, Ferrari hat Red Bull entthront von den Pitstops her, weil Ferrari hat es trotzdem fertiggebracht, einen 2.3er Pitstop für Charles hinzulegen. Und was mir eben auch noch aufgefallen ist, also sie haben ja jetzt Tire Blankets, hilf mir, wie sagt man denn auf Deutsch? Du meinst ja, die Hitzedecken, ja, genau, ja. Okay, ja, im Englischen ist einfach Tire Blankets.
die haben ja jetzt eine tiefere Dings. Sie dürfen nicht mehr so heiß sein. Man redet auch darüber, dass man sie eventuell ganz rausnehmen will. Und da hat es auch eine Szene gegeben, so, ich glaube, zum ersten Mal ist das aufgefallen beim Hamilton, wo Ah, der aus ja. den Pits rausgekommen ist. Das ist, als jemand auf Eis gefahren wäre, wirklich. Das hat richtig krass ausgesehen. Das Aber ist ich krass finde das genial, weil das macht es auch schwieriger. Und es bedeutet auch, dass du automatisch für Overcuts und Undercuts hast du viel mehr Gelegenheit und du musst dir viel mehr überlegen, ob du jetzt jemanden in Verkehr raussetzen willst. Oder? Und dann, wenn du zum Beispiel auf jemanden musst reagieren aber dafür nachher im Verkehr wieder rauskommst aus dem Pit. Also ich habe das Gefühl, Strategien, auch die Reifen haben nicht versprochen, was sie hätten sollen. Die hätten sollen länger ausheben. Im Gegenteil, wir hatten Teams, die 3 Stops gemacht haben. Ich glaube, McLaren hat sogar 4 Stops gemacht, wenn es mich nicht täuscht. Es sind brutal viele Boxenstopps in dem Ja, Rennen. ja, Also, also extrem. rein Boxengassen-technisch ist es recht ein Chaos gewesen. Ja, absolut. Ah nein, der Verstappen, logisch. Verstappen hat einen 4-Stop machen. Oder hat fast. Hat er nochmal Softs drauf da, dort hat er einfach schnell. Wenn er die Softs. Nein, das kommen wir nachher dazu. Da sind wir ein bisschen weit vor im Rennen. Oh, gut. Nein, also Pitstops werden sehr interessant, habe ich das Gefühl. Ja, also rein schon von der Thematik her, dass sie jetzt länger gehen. Und ich denke, sie werden auch länger gehen in Zukunft. Aber es wird sicher auch dort wieder irgendwo irgendwelche Grauzonen geben, wo Teams plötzlich sehen, wo laut dem Reglement eigentlich nicht dürfen, aber irgendwie gleich dürfen, wo dann nachher wieder irgendwo ein bisschen etwas Profit rauskommt. Das ist ja meistens so die Formel 1-Stellen sind ja nicht blöd. Aber ja, es war schon recht viel Hektik gewesen in der Boxengasse. Mhm. Und ja. Ein Team, das sich dort richtig durchgesetzt hat, das sehe ich jetzt gerade so nach den ersten paar Pitstops, Bottas und Joe, die haben nach den Pitstops sind die fast das einzige Team, wo ein Overtake nach dem anderen gemacht haben. Also die sind dort bis zu was ist es? Bis zu P7 ist der Bottas gekommen, P7 und 8. Also die haben dort während der Pitstops haben die extrem viel Zeit gut gemacht, vor allem, wo sie nachher wieder zurückgekommen sind sie hure viel schneller gewesen, weil sie später pittet dann als alle anderen. Und das ist auch gerade etwas, wo ich noch schnell drauf komme. Alfa Romeo. Hey, wirklich, ich könnte nicht happier sein, was unsere Jungs da aus Hinwil das Wochenende geleistet haben. Nicht nur im Qualifying, auch im Rennen. Also extrem solid, die Reliability hat es durchgehalten, das Auto hat Tempo, wir fahren wieder in den Top 10 mit. Und ich hoffe wirklich, Kassel ist da noch nicht so überzeugt wie ich, aber ich hoffe wirklich, dass das auch eigentlich ab jetzt so wird bleiben, dass wir einfach immer in den Top 10 im Fight drin sind. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Ja, also gut. Ich freue mich schon auf Alfa Romeo. Dass die jetzt auch wirklich mal gute Punkte geholt haben. Die sind jetzt in der Konstrukteurwertung auf P4. Und ich gönne es denen wirklich. Ich sage mal, in einem Team, wo ich es mehr gönne, ist momentan wirklich Haas. Mit dem Magnussen mit seinem Viking-Comeback. Zuerst habe ich im Fall, wo ich das gehört habe, im allerersten Mal habe ich Wanking-Combat. Wanking. What the Oh, der Günther, weil der ist einfach Liebe. Nein, also Haas, ich mag es denen so von Herzen gönnen. Die haben jetzt wirklich eben zweimal mit ihren Hauptsponsoren immer wirklich so in die Scheisse gelenkt. Sie sind wirklich immer am Hinten nachhinken gewesen. Letztes Jahr ist es wirklich gar nicht gegangen. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, die haben jetzt in einem Rennen mehr Punkte geholt als in den letzten 2 Saisons, die sie hatten. Das muss man sich mal überlegen, jetzt sind die jetzt auf Konstrukteur Platz 3. Und klar, eben, man muss immer noch, wie sagt man, die Kille im Dorf lassen. Weil eben, es ist ein Rennen gewesen, die Saison geht extrem lang. Es werden wahrscheinlich 23 Rennen sein gesamthaft. Also ich denke, wird sicher noch ein Ersatz Grand Prix kommen. Und da kann sich noch viel ändern. Ich hoffe einfach, dass Haas nicht den Zug verpasst und auch gute Entwicklungen macht und dementsprechend auch, dass sie gleich konkurrenzfähig sind. So das Wort habe ich gesucht. Dass sie konkurrenzfähig bleiben und nicht, dass sie plötzlich hinterher droppen und wieder, eigentlich hinten nachfahren. Also das wünsche ich jetzt denen nicht, weil sie haben es wirklich verdient, dass sie mal eine gute Saison haben. Williams hat es auch schon lange verdient, dass sie mal eine gute Saison haben. Aber ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich schon zum nächsten Thema, also du willst noch etwas sagen zu Haas?
bezüglich Haas und der Entwicklung, oder? Also, etwas, wo halt schon ein bisschen Angst macht, ist, also Angst macht, oder es gibt ja verschiedene Wege, wo du kannst gehen mit der, wie technisch du dein Auto willst, eigentlich aufbauen, oder? Wir sehen es ja, Ferrari ist ganz anders als der Red Bull ist ganz anders als der Mercedes und. Man sagt ja, dass der Haas relativ ausgeklügelt und raffiniert ist schon. Der ist schon ziemlich fertig in den Dings, oder? Und jede technische Art, wie du das Auto kannst bauen, wird irgendeinmal ein Maximum an Upgrades erreicht haben. Irgendeinmal kannst du mit dem Konzept nicht mehr schneller gehen. Und dort ist jetzt halt die Frage, oder wie. Okay, klar, ich denke, wenn du jetzt noch mehr auf die Spitze treibst, wie sie Ferrari gemacht hat, die haben das ähnliches Konzept wie Haas, dann können sie sicher noch etwas rausholen. Aber was ist, wenn sie dann noch so schnell sind wie die Ferraris jetzt? Kommst du dann noch viel weiter mit dem Konzept? Das ist jetzt halt spannend, wo wir diese Saison werden sehen. Oder? Es kann sein, dass ein Williams und ein Mercedes ihr Konzept eigentlich viel besser ist, aber instabiler ist. Und dass die vielleicht gegen Ende Saison, dass die Teams nachher werden durchkommen. Ja, so viel zu dem. Aber ich denke, du hast auch gerade zu Williams überwollen, oder? Habe ich das richtig aufgefasst? Genau, also Ja. unter anderem nicht nur Williams. Aber was ich da auch noch hinzufügen kann, der englische Moderator hat noch gesagt, dass er denkt, dass Williams Ende Saison sehr stark wird werden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich weiß nicht, was es war. Ja. Aber es hat einer gesagt, auch bei den englischen Kommentatoren, er hat gesagt, ja, merkt meine Worte, Williams wird stark sein Ende Saison. Aber stimme ich dir 100% zu. Also eben, es kann sein, dass Mercedes und Williams und McLaren und Aston, also sagen wir jetzt mal alle mit Mercedes-Motoren, vielleicht schon ein besseres Konzept hätten, aber halt noch nicht so ausgereift ist wie jetzt da von Ferrari. Aber vielleicht, was das Potenzial dahinter ist, einfach wesentlich grösser als das bei Ferrari und, sage ich mal, Haas, Alpha oder Red Bull, whatever. Das kennen wir halt erst in ein paar Saisons. Ganz einfach. Ja, oder einfach halt mal, ja, also spannend wird es zuerst wirklich halt, wenn wir dann Ende Saison haben und dann nachher zurückschaut, wie hat die Saison gestartet. Dann nachher sieht man, wie es halt wirklich war und das ist halt dann wirklich spannend. Aber nein, auf das, wo ich eigentlich rausgehen ist halt, ja, Williams unter anderem auch mit Mercedes-Motoren unterwegs gewesen. Und das ist jetzt halt auch ein Motor gewesen, der jetzt gerade in diesem Rennen nicht gerade so, ja, wie soll ich sagen, echt gut ausgesehen hat, sage ich jetzt einmal. Also, wenn wir auf dem Geschwindigkeitssport schauen, hat es zwar schon zwei, drei Mercedes-Motoren gehabt, die weit vorne dabei waren, aber wo halt einfach DRS im Spiel war. Und sonst war es eigentlich immer nur Ferrari oder Red Bull gewesen, so von den Motoren her. Und da stellt sich natürlich jetzt halt schon die Frage, ja, was hat Mercedes genau für ein Problem? Ist es der Motor selber? Der ist ja eigentlich, ja, er ist ja eigentlich gefreezed, also man hätte schon 2, 3 Sachen noch ändern können. Bis zu einer Deadline vom 1. März hat man den Motor noch ändern. Jetzt ist er ja gefreezed bis Ende 2025. Und kann eigentlich nur, ich glaube, 2, 3 kleine Entwicklungen machen. Also, ich glaube, Hybridkomponenten kann man noch bis im April ändern. Ja. Und dann wird das auch gefreezed. Also, da haben sie noch ein bisschen Spielraum. Ja, das Einzige, das muss ich noch schnell anfügen, was sie dürfen machen, ist Reliability, hilft mir. Genau, das dürfen es. Und Sagen wir es auf Deutsch? Zuverlässigkeit und kostentechnisch dürfen es senken. Aber Upgrades, die sie bringen, dürfen nicht performance-orientiert sein. Genau, so war es. Ja. Und ja, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was macht Mercedes? Eben, sie könnten jetzt rein theoretisch bis im April, also heisst noch in 7 Tagen lang, plus minus dürfen sie noch etwas machen an der Hybrideinheit, wo sie Performance noch schöpfen können. Und nachher dürfen sie auch nur noch Zuverlässigkeit oder kostentechnisch etwas upgraden. Ja, also ich weiß nicht. Ich denke, der Mercedes-Motor wird schon noch Power haben. Aber ich glaube, das Mercedes hat selber auch gewusst, dass das nicht optimal ist in die Strecke für ihr Fahrzeug und hat vielleicht dementsprechend auch nicht die volle Leistung abgerufen. Also könnte ich mir vorstellen. Ja, also etwas, was ich vor der Saison mal ein bisschen gehört habe, ist, dass sie den Fokus bei der Mercedes-Produktion sehr stark auf Reliability da haben. Ich weiss jetzt halt eben, es ist immer schwierig zu sagen, wie das so aussieht. Was ich auch weiss, ist, dass sie sehr viele Leute zu Red Bull Powertrains verloren haben. Ich weiss den Namen leider nicht mehr, aber ich weiss, dass relativ grosse Abgänge eigentlich passiert sind. Ja. Und
ich kann mir eben auch vorstellen, dass jetzt, also wenn im ersten Rennen schon bereits Red Bull abliegt, klar, okay, das ist nicht zwingend der Motor, sondern eher das Fuel System, auf das kommen wir ja noch. Das halt vielleicht generell die Mercedes-Motoren in der Reliability, kann man sehr gut vorstellen, viel besser werden sie als alle anderen Teams. Auf die Jahre raus vor allem. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, darum, alle Mercedes-Fans draussen, ich würde jetzt nicht gerade den Kopf in den Sand reinstecken. Mal ein bisschen abwarten. Eben, es war das erste Rennen, gewesen. Ein paar sind gerade am Hyperen und sehen Ferrari schon als Weltmeister. Darum auch wieder da der Appell an euch, lasst Kill im Dorf. Wartet mal noch ein bisschen ab, bis mal die halbe Saison vorbei ist. Bis dann kann sich die Welt komplett wieder ändern. Ich meine, das Rennen hat sich ja auch in Bahrain in den letzten 10 Runden komplett geändert. Und zwar hat das ja alles eigentlich angefangen mit dem Gasly seinem Ausfall. Er hat es ja so schön formuliert mit dem Barbecue, den er hinten hatte im Auto. Und dann nachher ist er mal zuerst VSC kurz draussen und dann ist er nachher Safety Car gekommen. Und ja, dann ist es abgegangen. Nach dem Safety Car. Oh ja, und wie es Dort- abgegangen ist. Der ist Also abgegangen. bis dorthin ist das Rennen fast ein bisschen, ja, es hat sich so ein bisschen lang gezogen irgendwie und raus Voll, und nicht ja. raus. Es war so schön gewesen, wo der Safety Car gekommen ist. Was ich krass finde, ist, es gibt genau 2 Leute, die ihre Position behalten haben. Das ist der Magnussen und der Leclerc gewesen. Alle anderen haben entweder eine Position verloren oder gewonnen durch Pitstops. Durch den Safety Car, der ausgelöst worden ist. Also dort wieder mal die Strategien einfach komplett über den Haufen geschossen. Es war genial gewesen, wirklich genial. Ja, dort sind ein paar Köpfe am Räuchen gewesen bei den Ingenieuren wahrscheinlich in dieser Zeit. Definitiv, definitiv. Ja, also, wo das Safety Car wieder reingekommen ist, hat es mal angefangen. Also, nein, man muss es schon so sagen, der Verstappen hat ja schon vor dem Safety Car Probleme gehabt noch mit dem Lenkrad. Also, Lenkrad. Er hat ja gesagt, dass er, wenn er eingelenkt hat, dass wie eine Verzögerung drin war mit dem Lenken. Und einerseits hat es sich sehr schwer angefühlt. Also, er hat ja dort schon ein bisschen den Trouble gehabt mit dem. Und dann nachher war der Restart gewesen. Der Restart vom Leclerc war sehr gut gewesen, muss man sagen. Also Verstappen hat da gar nicht hinten nachher mögen, aber er hat auch wieder gesagt, ja, das sei wegen dem Lenkrad gewesen. Hat er nicht können so schnell auftun und Gas geben. Ich glaube eher, dass der Max dort zu fest versucht hat, Spiele zu spielen. Das war so gut gewesen, wie der Max dort wieder hat rechts hinfahren. Ja, Wheel to Wheel, ja. Und der einfach so, easy, wenn du dort so tight fährst, dann also, gib ihm mal Gas. Ja, voll. Der Max hat es gar nicht gecheckt. Also das ist wirklich, da hat der Leclerc den Max richtig schön hops genommen. Ja, voll. Und dann sind sie mal losgerast auf die erste Kurve und hat ja, glaube ich, in der ersten Runde gar kein Überholmanöver gegeben. Ich glaube, auch hinten ist nicht viel passiert, habe ich gemeint. Gar nicht. Nein. Also der Restart eigentlich wirklich sehr sauber gewesen. Und dann nachher hat dann nachher plötzlich mal einen Funkspruch gegeben vom Verstappen, wo es dann geheißen hat, wieso habe ich keine Batterie mehr? Und dann ist aber der Funk zurückgekommen, ja, es ist alles in Ordnung mit der Batterie. Und dann nachher ist, was ist das für eine Kurve gewesen? Turn es ist fast das hinterste. 11, glaube ich, 12. 11, 12, wo der Sainz vorbeizogen ist einmal. Also ich bin noch dort, wo der Sainz mal vorbeizogen ist. Und dann nachher ist einmal im Verstappen seine Fluchwüte wieder mal on fire gewesen. Und ja, dann nachher ist er plötzlich langsam geworden. Und dann ist nicht nur ein Perez vorbeigegangen, noch, sondern auch dann nachher ein Hamilton, ein Russell ist vorbeigefahren und alle anderen auch. Und er ist dann in die Pits abgebogen und ist rausgefallen. Was für Red Bull schon mal ein sehr bitterer Start ist und natürlich auch für den Verstappen. Und ich glaube sogar in der gleichen Runde auf der Geraden hat dann nachher schon der Funk vom Perez, dass er Probleme hat mit dem Motor. Dass er keine Power hat. Eine Runde später, Ja, also das ist ja 56, ist ja der Verstappen raus. Habe ich gemeint. Und es sind 57 Runden gewesen. Nein, also laut Labchart ist es 54 gewesen. Wo der Verstappen raus ist? Perez ist 57 raus, ja. Ah, okay. In dem Fall ist er doch noch ein paar Runden reingefahren. Er hat sich irgendwie schneller angefühlt, das Ganze. Ja, same. Jedenfalls in der allerletzten Runde, also ich muss dir sagen, habe ich gemerkt, der Perez hat sich einfach so gedreht. Habe ich das gesehen habe.
Und dann dachte ich, hey, das darf nicht passieren, habe ich gedacht, weil er hat sich ja in den Testtag hat er sich ja auch schon immer wieder getragen. Das war so peinlich gewesen. Und nachher Kommentatoren, der eine die Englische so, and he has been spun round. Der war überzeugt gewesen, dass der Hamilton ihn angestupst hat. Und ich so, was? Ja. Nachher, bis dann mal Kameras gekommen sind. Ja, also du hast auch gesehen, der Hamilton hat eingelenkt und hat gerade die Lenkung wieder aufgetan. Der Hamilton war ja gar nicht so nah dran gewesen, eigentlich. Also, er war schon nah gewesen, aber nicht so nah, dass er ihn hätte hitten in meinen Augen. Ja, Aber ist auch egal. Schlussendlich, im Perez sein Motor ist dann auch flöten gegangen, sozusagen, oder ist er nicht mehr gelaufen. Und dementsprechend ist natürlich der Hamilton auf P3 vorgerutscht. Und ja, so sind sie dann nachher auch ins Ziel gefahren, eben mit dem Leclerc als erstes, Sainz zweiter und Hamilton dritter. Russell auf P4. Russell war sehr unspektakulär, das Rennen. Also, der hat einfach so ein bisschen mitgecruised. Ganz ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist meine Meinung. Und ich finde es recht gut, dass der Hamilton vor dem Russell ins Ziel gekommen ist. Weil viele haben jetzt immer so gesagt, also, ja, Russell, der fährt den Hamilton gerade den Grund und den Boden. Aber ich glaube, der Hamilton ist schon, was seine Performance anbelangt, der ist schon immer noch auf einem sehr, sehr höheren Level, wenn nicht sogar immer noch auf einem höheren Level als ein Russell, in meinen Augen. Ja, also in meinen Augen auch. Das Ding ist, ein Hamilton, oder du wirst nicht einfach so 7-facher Weltmeister. Und gerade nachdem, was im letzten Jahr passiert ist, der hat jetzt richtig Biss. Der hat richtig Lust. Und ihm ist es sogar egal, dass sie jetzt in P3, 4, 5, 6 am Rumlungern sind. Hey, er hat das ganze Wochenende über hat Kompliment seinem Team gemacht, was für tolle Arbeit das sie gemacht haben. Man merkt richtig, dass der wieder hungrig ist. Und das ist so der Hamilton, den ich mega gerne einfach gesehen habe. Also, ich habe wirklich das Gefühl, das hat ein bisschen die Flamme entfacht. Und ein Russell, der wird jetzt sicher noch, der wird sicher besser sein, ich sage vor allem mit Qualifying Pace, wird er mehr Konsistenz haben. Jetzt sind wir wieder bei dem, oder? Konsistenz. Aber nein, wirklich. Also, es ist ein gutes Driver-Pairing. Der Russell wird ihm sicher näher kommen, aber es wird kein Nico Rosberg, Lewis Hamilton Wiederholung. Überhaupt nicht. Der Russell, der wird jetzt coacht, der wird jetzt trainiert vom Hamilton, aber der wird Nummer 2 bleiben, bis der Hamilton nicht mehr in der Formel 1 wird fahren. So einfach sieht es aus. Ja, das glaube ich auch. Aber ja, eben, wenn wir jetzt nochmal so zurückschauen auf das ganze Rennen, also sicher ganz klar sehr bitter für Red Bull. Ja, sind jetzt auch Letzte in der Konstrukteurwertung. Ich glaube, das hat es auch seit Jahren nicht mehr gegeben, dass Red Bull einfach Letzte ist. Wow. Oder wenn es überhaupt einmal gegeben hat, keine Ahnung. Aber das ist schon echt bitter. Und wir müssen natürlich auch noch, bevor dass wir komplett jetzt weggehen von dem Thema vom Rennen, wir müssen natürlich auch noch kurz über McLaren und auch Aston reden. Weil, ja, das Wochenende war recht verzwickt gewesen, sagen wir einmal. Ja, absolut. Also, das Ding ist, ich werde langsam fast ein bisschen abergläubisch mit McLaren. Ich habe nämlich das Gefühl, sobald die irgendetwas Schwarzes an ihr Auto tun, die Delivery, dass sie einfach nicht mehr performen können, weil es ist wieder, wo das Auto ein bisschen schwärzer geworden ist. Und also, ich weiß nicht, ich frage mich eben, ob denen ihr Grundkonzept wirklich so schlecht ist, weil in den Tests haben die mega stabil ausgesehen. Oder ob sie wegen der Bremse ihre Leistungen so heftig haben müssen drosseln, dass es den Unterschied in der Performance gegeben hat. Aber die sind hinterst hinten rumkriechen, schlechter als Williams. Und das irgendwie macht das gar keinen Sinn. Ja, also ich glaube, der Andreas Seidel hat gemeint, wenn es jetzt Barcelona gewesen wäre, wäre es stärker gewesen. Hat er gemeint. Also ich kann mir gut vorstellen, aber das haben auch schon Paare gesagt, also vor allem Printmedien haben das auch geschrieben, dass es viele Teams gibt, die sagen, dass ihr Auto auf gewissen Strecken besser funktioniert. Das war ja vorher auch so gewesen. Es hat Red Bull-Strecken gegeben, es hat Mercedes-Strecken gegeben. Aber es gibt viele Leute, die sagen, dass es das Jahr noch extremer sei. Dass es gewisse Strecken gibt, wo zum Beispiel jetzt eben ein Red Bull viel besser funktioniert als ein Ferrari. Oder eben halt ein McLaren, der viel besser funktioniert als jetzt irgendwie ein Williams oder ein Haas vielleicht sogar noch. Also ich würde dann noch nicht gerade alles Pulver verschiessen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich streckenbedingt ist. Aber sie haben natürlich auch ihre Probleme gehabt, auch das Wochenende. Aber man muss ganz klar sagen,
dass es schon wirklich ein Auto ist, das nicht gut performt hat, weil das Mal ist es jetzt nicht so gewesen, während dem Rennen, dass man kann sagen, okay, der Ricciardo ist jetzt so weit hinten und der Norris ist so weit vorne wie letztes Jahr. Weil da hat es ja letztes Jahr noch jemanden die gegeben, dass der Norris viel weiter vorne war als der Ricciardo. Und dann nachher hat man können sagen, okay, ja, es ist der Fahrer gewesen, wo jetzt einfach nicht gut hat können performen oder beziehungsweise wahrscheinlich ist es halt bei McLaren auch so, dass das Auto mittlerweile mehr halt auf den Norris abgestimmt ist, als jetzt auf den Ricciardo. Aber das Auto hat schon Probleme. Ob jetzt das wirklich nur die Bremsen sind, weiß ich nicht. Sie haben, glaube ich, noch ein anderes Problem gehabt am Wochenende. Ein Hydraulikproblem, glaube ich, haben noch gemeint. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, beim Ricciardo einfach, bei seinem Auto. Ja. Darum, ja, müssen wir halt auch abwarten. Aber es ist natürlich auch wieder da schwierig zu sagen nach einem Rennen, wie so das Kräfteverhältnis ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich sehr, sehr streckenabhängig ist, wie ein Auto wird performen. Und das Gleiche denke ich auch bei Aston. Also, wir haben bei Aston ja auch schon gesehen, nicht in Abu Dhabi, in Bahrain, in den Testtag, dass sie hure viele Probleme hatten mit dem Auto. Also, hure viele Probleme einfach halt gekämpft haben. Und sind auch im Rennen wieder gekämpft. Der Hülkenberg, der ja gekommen ist, wo ja der Sebastian Vettel auch Covid erkrankt ist, muss man zwar aber sagen, hat eigentlich nicht schlecht performt. Also ich meine, der hat ja wirklich 0 Kilometer in so einem Auto gemacht, nur im Simulator, aber ist ja auch nicht das Gleiche. Und hat ja, glaube ich, hat besser qualifiziert als der Stroll, oder, im Qualifying? Er hat sich besser qualifiziert und etwa 2 Zehntel sogar. Er hat im Rennen hat er einfach Pech gehabt im Safety Car. Also nachher ist er auf P17 runtergefallen, irgendwie Runde 37 oder so, und der ist nicht mehr hochgekommen. Also ja, ist schade, aber gute Performance gewesen, definitiv. Von seiner Seite her, ja, definitiv. Aber eben das Auto auch dort ist jetzt nicht so, dass man müssen sagen, dass es wirklich stark ist. Also ich glaube auch, Aston wird viel Arbeit noch müssen investieren. Ich frage mich halt einfach, wie lange das der Papa Stroll noch investiert. Weil ich glaube, das Resultat, das in Bahrain gekommen ist, hat ihm sicher nicht gefallen. Ja, ich glaube, der Papa Stroll hat aber eigentlich auch schon ziemlich alles investiert, was er kann. Oder so. Oder man muss sagen, Aston Martin hat alles investiert, was kann. Wo er ist ja dort der Chairman. Und look, ihre Facility wird gebaut, dass sie jetzt noch 1-2 schlechte Jahre haben. Dort muss der Lawrence natürlich auch einfach durchbeissen, egal wie viel Geld das er drin schießt. Das kleine Team so gross machen, wie er das will. Oder der will ja auf Mercedes-Standard mit einem Team, das früher mal Minardi geheissen hat. Also, Minardi, was laber ich? Das war Toro Rosso. Also, ja, das ist Alpha Toro Tauri. Rosso. Nicht Stewart? Nein, nicht Stewart. Jordan. Jordan, danke. Wunderschöne Livery damals, aber lassen wir. Eben, dass das mit so einem Team auf einem Mercedes-Standard das kannst du nicht innerhalb von 2-3 Jahren umdrehen. Und vor allem, der Mercedes-Klon, den sie hier gemacht haben, hat ihm einfach zu viel Confidence gegeben. Ja, absolut. Das ist ja so. Einer, der sehr viel Confidence hatte über das ganze Wochenende und in meinen Augen ein super Rennen gefahren ist, war der Albon. Der hat immer wieder nach dem Rennen auch, hat er einfach gesagt, hey, das Auto fühlt sich mega gut an. Im Qualifying hat es sich richtig lebendig angefühlt. Und ist nachher auch P13 gelandet, Latifi P16. Also hat dort beide Williams eigentlich überholt. Also wirklich, ich glaube, der Albon hat gezeigt, dass er verdient in Formel 1 zu sein. Vielleicht nicht unbedingt in einem Top-Team, aber ich fände es schade, wenn der jetzt, oder ich finde es gut, dass er zurück ist und ich fände es schade, wenn er die Chance nicht noch genug lang würde bekommen. Ja, also Potenzial ist sicher bei ihm rum, muss man ganz klar sagen, beim Albon. Ich denke, sein Aufstieg damals zu Red Bull ist einfach nicht schnell gewesen, wie beim Pierre Gasly. Und das ist halt einfach der Dr. Helmut Markov Feuerstuhl, sage ich jetzt mal. Also, wenn du nicht performst, fliegst. Und das ist halt einfach halt, ja, ich sage mal so, die Philosophie ein bisschen bei Red Bull ist halt einfach, ja, entweder du lieferst ab oder du bist tschüss, aber das hat einfach entweder mal ein bisschen 1-2 Saison brauchst, dass du ein bisschen Rhythmus hast und dass du auch dann nachher gut kannst performen. Das sehen sie irgendwie nicht. Ich meine, der Gasly ist das beste Beispiel. Zurück zu Toro Rosso und beziehungsweise nachher jetzt Alpha Tauri und er performt eigentlich immer gut. Er hätte ja das Wochenende wieder ein gutes Ergebnis reinfahren für Alpha Tauri, wenn er den Motorschaden nicht gehabt hätte.
Ja, es wäre ein Doppelpunkt gewesen wieder für Mhm. AlphaTauri. Der wäre wahrscheinlich Mhm. etwa P7, 8 oder so geändert, je nachdem, gell? Ja, Yuki Ja. Tsunoda muss man auch ganz klar erwähnen. Ein Hey, super Rennen gehabt. Ist out of points gestartet und ist in Points reingefahren. ja, der hat auch die meisten Overtakes, glaube ich, insgesamt Mhm. gemacht. Ähm, ja, also der ist wirklich genial. Der Yuki Tsunoda, ich finde es heftig, dass er im ersten Jahr so Mühe gehabt hat, wie er hat. Aber man sieht, sobald er auf Strecken fährt, wo er kann, dann liefert er. Und da er jetzt fast alle Strecken vom Kalender gefahren ist, wird er in meinen Augen auch in Zukunft wieder liefern. Mhm. Wenn wir jetzt so voll drin sind mit, ja, wer hat alles gut und schlechten Job gemacht, wer ist in deinen Augen der Driver of the Race gewesen? Oder Driver of the Day? Magnussen. Danke. Ich habe nämlich auch für ihn gewotet und ich finde, man könnte das Rennen nicht beenden, ohne wirklich über das geredet zu haben. Also Magnussen, ähm, für das, dass der in seinem Nest gelegen ist vor etwa 2 Wochen und sich, oder ja, nein, er ist nicht im Nest gelegen, er hat sich vorbereitet für seine IMSA-Saison, er hat sollen IndyCar fahren, ist sich dort ein bisschen vorbereitet, relativ gemütlich am Nehmen und auf einmal heisst es, oh, fahrst du wieder zurück, oder? Oder kommst du wieder zurück? Er hat dir relativ schnell zugesagt und schon in den Tests hast du einfach gemerkt, so happy wie der ist, das Auto wird gut sein und wirklich viel ein besseres Resultat kannst du gar nicht mehr rausholen. P5 oder mit einem Team, das es über 2 Jahre kaum über P14 darüber hinaus geschafft hat als bestes Resultat. Also genial, wie der gefahren ist, mit der wenigen Vorbereitung, die er hatte. Der ist einfach ein anderes Kaliber und der gehört in die Formel 1 und der Mhm. bleibt hoffentlich auch noch Etwas drin. von. Ja. Und ist natürlich auch für den Mick eine sehr gute Messlatte. Eine bessere Messlatte als der Mazepin. Glaubst du, wenn wir gerade schon beim Mix sind noch abschließend, dass der ein besseres Rennen gehabt hat, wäre er nicht gespinnt worden am Anfang? Also ich denke, er wäre in die Punkte gekommen, ja. Ich denke, der hat durch den Spin hat er wahrscheinlich schon den Reifen beschädigt, denke ich. Also er hat auch gesagt, dass das Auto nicht mehr sich gleich angefühlt hat wie am Start oder wo er die ersten paar Meter gefahren ist. Ja, er steht ja Also über Curb irgendwie oder über Ballerina. Also kann man auch ja, vorstellen, dass der also Boden ein bisschen kaputt war. genau. Also ich würde jetzt sagen, er wäre in die Punkte gefahren, aber ich hätte es mir vorstellen können, er wäre in die Punkte gefahren. Ja, es hat ihm ja auch noch ein Platz gefällt. Also beste Finish für ihn. Genialer Finish auch noch für den Joe. Der wäre mein zweiter Pick für Driver of the Day. Punkte in seinem ersten Rennen. Und ich habe es richtig schön gefunden, wie er so ein bisschen den Stinkefinger hat können zeigen an all die gesagt haben, er sei nur wegen Geld drin. Weil der Mhm. hat das ganze Wochenende mit dem Bottas können Pace behalten. Die sind immer in der Nähe voneinander gefahren. Also, Ja, also den Grand Prix ja gestreamt gehabt, beziehungsweise einfach auch zu meiner Reaktion. Und ich habe den Guang Yu Zhou auch die ganze Zeit immer wieder geglaubt, gehabt, weil man hat's, also das ist das erste Rennen gewesen. Du musst dir mal vorstellen, der Typ wird ultra nervös gewesen sein an diesem Tag. ja, ich habe mir die Und, ganze Zeit aber während dem er Rennen ist, nicht gedacht, was du er, für einen Nerv hast. ja, aber der ist so vorsichtig gefahren und hat wirklich bedacht überholt, wenn er hätte überholen können. Also er hat nie ein Überholmanöver gemacht, das irgendwie riskant war. Aber er ist trotzdem, er hat eine gute Pace gehabt, er hat überholt, wenn er gemerkt hat, es passt. Und also in meinen Augen ist er wirklich ein sehr, sehr sauberes Rennen gefahren und auch sehr fair gefahren. Und also auch absolut verdient in die Punkte gekommen. Ich finde es immer schade, dass Alfa Romeo ihn mehr promotet hat auf den Social Media Kanälen als der Bottas, der Sechster wurde. Ja, Finde eben, ich ein bisschen schade. Sechste vor allem. Für Alfa Romeo, Ja. Sechste. Und der Bottas hat wirklich auch einen genialen Job gemacht. Er hat Mercedes auch einfach schnell Stinkefinger können zeigen und einfach gesagt, schau, ihr habt ein falsches Logo, ihr hättet mir Ja. gescheiter Die Bilder mit 2-Jahres-Kontrakt dem gegeben. Hamilton, ey. Oh mein So Gott. schön. Ich Ja. bin nach dem Rennen, das erste, was ich gemacht habe, zuerst wollte ich hören, was der Magnussen über die Linie gesagt hat. Und nachher bin ich schauen, wie der Bottas seine Outlap gefahren hat. Und danach, du hast mir das auch noch auf Instagram geschickt, wo der Bottas neben Hamilton vorbeifährt und beide sich gegenseitig den Daumen geben. Ah, ich bin geschmolzen, es ist so herzig. Ja. Es ist wirklich hure krass, eigentlich, also man merkt dort schon, wie gerne sich die zwei haben und du merkst auch irgendwie so richtig, der Hamilton hat eigentlich gar nicht wollen, dass er weggeht.
Das merkst du einfach brutal. Ja, aber das Team wollte vorwärts schauen. Also, Ja. weißt, ich kann beide Ansichten halt verstehen. Ja, voll. Das ist ja. Du, wer weiß, oder? Vielleicht plötzlich in 2 Jahren kommt der Hamilton zu Alpha. Who knows? Wäre auch eine krasse Kombination, dann. Das wäre wirklich eine brutal krasse Ja, wer weiß. Kombination. Ja, du weißt ja nie. Vielleicht ist Alpha nächstes Jahr das Top-Team. Who knows? Ja, who knows? Oh mein Gott, ich Da werde wär- den Bach abgehen. Das wäre schon insane, man. Das wäre wirklich krass. Ich werde jedes Rennen schauen, wenn Leute aus seinem Deal dort stehen. Ja. Aber was wir auch noch erwähnen müssen, Alpine. Erstaunlich gute Performance. Mhm. Mal. Du Hey, weißt, die sind auch ja. Double Points. Ich weiss, du bist ein Fan von Alpine, ich weiß es. Aber wenn ich dich daran erinnere, du hast im letzten Podcast gesagt, sie werden die schlechtesten Wege haben. Das stimmt. Also Aber für der Alpine-Motor, den Test, also- den sie hatten, ja. Der Renault-Motor ist nicht schlecht, der läuft eigentlich nicht schnell. Nicht langsam, meine ich. Also, da ist, Der läuft da- eigentlich nicht schnell. ja, ist jetzt zwar nicht extra gewesen, aber Ja, nein, das, ist gut. also der hat wirklich noch Dampf gehabt. Und ich bin überrascht gewesen, dass die beide Punkte gekommen sind. Gut, ich glaube, es war auch ein bisschen profitiert gewesen von Red Bull. Ich glaube, wer ist Also, sie haben's Ocon? Ist Ocon vor dem Alonso? 7. Ja, und 9. Ocon 7, Alonso 9. Also, sie hätten trotzdem Punkte gemacht. Sie hätten 2 Punkte, hätten sie so oder so geholt, ob jetzt der Verstappen und der Perez rausgefallen sind oder nicht. Ja, aber Double Points hat es nicht geholt. Ja, kommt darauf an, ob beide ausscheiden oder nicht. Hey, nein, bei Red Bull sind ja draussen gewesen. Und wenn sie von ihnen rechnest, ist ja der Alonso nicht mehr der Punkt drin. Wenn er ja 9. geworden ist er 11. Ja, wenn beide Red Bull rausnimmst. Und ich sage, wenn nur einer von der Red Bull gewesen wäre, dann wäre es anders gewesen. Ja, dann wäre es auch Double Points Ja. gewesen. Ja. Ja. Aber egal, es geht ja nicht um das. Es geht mir einfach nur darum, mir hat es gedacht, der Alpine-Motor eben sieht doch zuverlässiger aus, als es der Anschein gemacht hat. Ich bin gespannt, was dort noch rauskommt. Geld ist sicher rum. Und Alpine hat ja auch den Motor eben ja komplett umgebaut. Die haben ja, keine Ahnung, wie die Teile genau heißen, aber sie haben ja jetzt eigentlich ein ähnliches Motorkonzept wie Mercedes. Split Turbo, das heisst, weil Turbos aber relativ viel zu heiß werden, haben sie einen vor dem Motor und einen hinter dem Motor, dass mit der Kühlung besser aufgeht. Für kalte Genau. Luft und heiße Luft. Genau. Ein Split Turbo. Das hat Mercedes seit 2014 und jetzt hat sie mal Alpine nach bald 10 Jahren einmal gedacht, sie übernehmen es. Ja, ich glaube, die einzigen, die es jetzt nicht haben, sind Ferrari. Da weiss ich Lust- nicht, was die für lustigerweise sind Motoren sie die haben. mit der besten Motorenperformance. Ja, Keine schau, Ahnung. mit Alpine, schau, ich sehe es so, Alpine hat ein extrem starkes Line-Up, obwohl ich überhaupt kein Fan vom Ocon bin. Sehr starkes Line-Up, wirklich. Sie haben einen okay Motor, gute Aerodynamik, aber sie haben vor allem den Ottmar Safnauer. Und das ist in meinen Augen einer der besten Team Principles, was der für Resultate rausgeholt hat mit Force India und Racing Point und wie sie auch immer geheißen haben. Genial. Aber wenn ich das Endresultat anschaue, ein Magnussen und ein Bottas sind vor Ocon und Alonso und Tsunoda auch. Ein Joe und ein Mick Schumacher, das Rennen jetzt nicht. Wenn die beiden ihre Grips auffinden und noch ein bisschen mehr Glück haben, dann sind auf einmal 4, je nachdem, mit einem Gasly bis 6 Autos eventuell noch vor ihnen. Also man merkt richtig, zwischen Haas, Alfa Romeo, Alpine und Alpha Tauri ist echt nichts dazwischen. Die werden die Saison am Anfang vor allem jetzt immer etwa zwischen P7 und P14 etwa enden und das wird extrem spannend sein, denen zuzuschauen, wer gegen Ende der Saison eigentlich zuoberst wird rauskommen vom Midfield. Ja, also eben, es wird eine brutal spannende Saison. Das haben wir schon von Anfang an ein bisschen gewusst gehabt. Und ja, hoffen wir nur, dass alle sich etwa gleich gut können weiterentwickeln können und nicht, dass irgendwie einer plötzlich extrem weit runterdroppt und nur hinten nachschnackt. Weil, also das wünsche ich jetzt keinem Team. Weil, ja, je mehr Teams das beieinander sind zum Fahren, desto spannender wird es schlussendlich. Und ja, was ich mir einfach wünsche jetzt für die Zukunft ist, oder für die Saison, ist einfach, dass Mercedes noch ein bisschen seine Pace findet. Red Bull, sage ich jetzt einfach mal, nach dem ersten ein bisschen zuverlässiger wird und dann nachher, dass es einen Dreikampf gibt um die WM. Das wäre einfach geil, so etwas. Und ich denke, es deutet langsam so in die Richtung, oder langsam, es deutet ein bisschen in die Richtung. Mal schauen. Mal schauen, wie es weitergeht. Das nächste Rennen ist ja in Saudi-Arabien.
Und da können wir natürlich schon mal ein bisschen einen Ausblick machen. Was denkst du, Gabu? Wie wird das so werden dort in Saudi-Arabien? Welches Team siehst du dort stark? Oder welches Team siehst du nicht so stark dort? Also das Team, oder die beiden Teams, die mit Abstand am stärksten werden, in meinen Augen, denke ich einmal, sind sicher alle mit einem Red Bull-Motor hinten drin. Also ich sehe Red Bull und Alpha Tauri sehr hoch oben, rein vom Speed her, und wir wissen, im Formel 1 ist Qualifying einfach King. Und dort durch, wir haben ja auch noch ein bisschen Predictions gemacht. Ich denke, im Qualifying Verstappen, Perez, Leclerc werden Top 3 sein, und ich glaube eben, dass nach dem Sainz dann P4, ich weiss, wir sagen eigentlich nur P1, 2, 3, aber ich denke eben, dass nachher direkt wieder Alpha Tauri kommen. Ich glaube, dass die Red Bull-Motoren allen werden davon fahren. Okay. Gut, du musst natürlich halt auch das Layout von der Strecke noch mal ein bisschen anschauen. Was ist ausschlaggebend auf dieser Strecke hat? Viele Ich schnelle sage, Kurven. Wo sind ja, Red Bull also, stark? Schnelle Kurven. ja, also wichtig ist eigentlich auf dieser Strecke auch eine gute Aerodynamik. Und die hat, ja, würde ich schon sagen, Red Bull. Sie hat keine langsame Kurve, was jetzt zum Beispiel eben gerade Ferrari nicht so in die Karte spielt. Darum, also da, wo du sagst, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich sage jetzt mal für ein Quali innen. Und ich sage auch, das Quali ist, wenn du wenn du auf Pole Position kommst, hast du eigentlich dort schon mal die halbe Miete oder sogar ein bisschen mehr wahrscheinlich fürs Rennen. Ich sehe auch auf P1 sehe ich den Verstappen. Und P2 bin jetzt aber zum Beispiel, du hast Perez gesagt, gell? Ja, genau. Sehe ich nicht Perez, ich sehe den gar nicht in den Top 3. Ich sage dann, auch weil ich es muss, Sainz und Leclerc nachher. Und dann von mir aus dann nachher der Perez. Ich denke, Ferrari wird schon nüch dran sein, aber ich denke, Ferrari wird nicht so nüch dran. Also ich denke schon, dass der Max am schnellsten wird sein. Und ich denke auch, der Max wird das Rennen gewinnen. Vor dem Leclerc. Und dann sage ich als P3 Hamilton. Weil ich einfach muss reinnehmen, weil ich würde es fühlen für die WM, wenn einfach weiterhin ein Mercedes-Dude immer noch mitmischt. Aber ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Ferrari das Rennen ein bisschen schwächer aussieht. Definitiv. Okay. Spannend auf jeden Fall. Also beim Rennen sehe ich es eben so. Also ich habe halt auch sehr viel mit letztes Jahr verglichen. Letztes Jahr war ein Chaos gewesen. Und letztes Jahr hat man ein bisschen etwas gesehen. Es hat ja rote Flaggen ausgelöst zweimal, und die zweite rote Flagge war eine riesige Karambolage gewesen. Und ich glaube, dass das wieder ein bisschen so etwas wird passieren. Ich glaube auch, dass Reliability-Issues bei Red Bull noch nicht werden draussen sein. Und wegen dem sehe ich den Sieger Perez, Okay. zweiter Platz Sainz, dritter Platz Bottas. Weil ich glaube, dass wir, Was? ich sage, wir werden Oh, shit. wir sagen mindestens 14 oder 13 Wege werden insgesamt Rennen. Also über 5 Kehren werden rausgehen. Da bin ich Ach überzeugt. so, jetzt habe ich gemeint, 13 oder 14 Autos werden ausscheiden. Nein. Ich Ich habe es gerade ein gedacht. bisschen verkehrt anfangen zu sagen. Nein, ich sage, mindestens 5 Autos werden ausscheiden wegen Crashes. Und dann gibt es noch 2, 3 oben drauf für Reliability. Eben den Max Verstappen zum Beispiel. Und wegen dem Okay. sage ich, Bottas holt sich ein Podium. Mutig. Mhm. Also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Alfa Romeo wird nicht so stark performen, glaube ich, jetzt Nein, ich glaube es auch in nicht. Saudi-Arabien. Also, glaube, es ist eine einfach geile so ein Prediction. Crazy Race, weißt Ja, also, es wird eine rote Fahne wird es 100 Pro geben. Mindestens Rennen. eine, ja. Mindestens eine, weil es ist halt einfach so, wenn es einen Klapp gibt und die Teile sind komplett auf der Strecke verstreut, dann nachher musst du eine rote Fahne nehmen, weil dann kannst du nicht Leute rausschicken und wieder wegnehmen, wenn das Safety Car durchfährt. Dann musst du einfach immer gerade rote Fahne bringen. Also eine rote Fahne wird es sicher geben. Aber ja, also ist eine gewagte Prognose, sage ich jetzt einmal. Definitiv. Aber ja, mal schauen, was kommt. Jetzt geht es ja dann am Freitag geht's ja los mit der Practice. Bin gespannt. Ich glaube, die werden es relativ lang auf Dings fahren, denke ich mal. Auf Long Runs. Ich denke nicht, dass sie viel Qualifying üben.
Ja, vor allem Red Bull wird Longruns fahren. Ja, Die müssen schauen, weil, ob ihre Lösungen da schon ja, irgendwie bringen oder und nicht. Mercedes wird wahrscheinlich irgendwie etwas versuchen gegen das Porpoising, dass sie das wegbringen wieder. Mhm. Glaubst du, bringen schon gewisse Teams Updates? Noch nicht grosse. Nein. Nein, ich denke nicht grossartig. Also, es werden sicher Reliability-Fixes kommen. Also, ich denke, McLaren und Red Bull sind sicher die beiden, wo die grössten Updates werden bringen, aber alles nur Reliability-Concern. Okay. Ich denke, die nachher am schnellsten werden kommen mit einem grossen Update, werden Ferrari sein, weil die ja im Preseason-Test mit Absicht keins gemacht haben, damit sie das Auto besser studieren können. Ich glaube, dass in 2, 3 Wochen bei denen etwas das nächste grosse oder das erste grosse Update auch wird kommen. Ja, gut, nach Saudi-Arabien ist schon Melbourne dran. Das ist in 2 Wochen dann, Dort wird glaube ich. Mercedes stark sein. Dort wird Und, Mercedes sehr stark sein. ja, und ich glaube, dort werden die ersten Teams schon ein paar Updates raushauen. Ja, Also glaube ich, der Vorteil ist ja jetzt auch wirklich in dieser Saison, auch, dass ja Teams immer müssen zeigen, was sie updaten. Das ist ja ein riesen Vorteil. Mhm. Also heisst, wir kriegen auch mehr mit, über was geupdatet wird und ob es auch dann funktioniert. Aber ich denke, auf Melbourne oder nach Melbourne werden schon die ersten grossen Updates kommen. Ja, denke ich auch. Denke ich definitiv. Weil jetzt, ich meine, es haben ja fast alle Teams können fertig fahren bis auf Red Bull. Und Alpha Und die haben viel Daten können sammeln. Ja, nein, AlphaTauri hat ja können fertig fahren mit diesem Auto. Ich meine, du Ja, sammelst ja Daten mit beiden Autos und ich denke, dort werden viele Teams viel Daten gesammelt haben und werden jetzt auf dieser Basis eigentlich etwas entwickeln. ja, definitiv. Ja. Melbourne ist so ein Rennen, da muss ich wirklich sagen, da freue ich mich extrem drauf. Also, das haben wir jetzt schon lange nicht im Kalender gehabt. Das ist ein geniales Rennen, wirklich. Und wir haben in unserem Discord-Channel eine geile Frage bekommen vom Magic Card. Der hat uns nämlich mal gefragt, oder ihn würde es einfach interessieren, was unser Lieblingsrennen war bis jetzt. Ähm, und für mich ist die Frage relativ einfach zu beantworten, weil ich habe bis jetzt auf 1 Formel 1 Rennen live gesehen und das ist per Zufall auch gerade wirklich in meinen Augen das geilste Rennen gewesen. Hockenheim 2019. Ein Rennen mit ganz viel Chaos, ein Rennen mit ganz viel Gewinner und Verlierer. Also das ist ich glaube, viel besser hätte ich mir das Wochenende nicht vorstellen können. Ich behaupte auch ganz stur und klar, das Jahrzehnte-Rennen gewesen. Das ist so das Rennen vom Jahrzehnt gewesen in meinen Augen, wo einfach du hast nichts können erwarten und nichts ist so gekommen, wie du's hast wollen. Und gerade dann, da sind wir halt einfach in einem Jahr gewesen, oder 2018 und 2019 und auch 2017, wo es ziemlich trocken war, wo es nur Red Bull oder eigentlich nur Ferrari und Mercedes wirklich auf P1 hat und ab und zu mal Red Bull. Und dann nachher so ein durchgeschütteltes so Feld mal haben, das habe ich bis dahin gar noch nicht gekannt, weil ich ja erst etwa seit Ende 2017 Formel 1 gross verfolgen, oder? Und dann, ich weiß auch nicht, das Rennen, das werde ich nie vergessen. Es war so geil gewesen, egal wie viel das geschifft hat und wie heiß das war vorher, das Wochenende. Mich hat es richtig verbrötelt, aber ja. Also für mich definitiv Hockenheim. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Kasel? Ja, also, das Lustige war ja das, gewesen, ich war ja an diesem Rennen gewesen in Hockenheim, aber wir sind ja nicht zusammen dort. Gewesen. Ja, ich bin Aber wir sind am gleichen Rennen. Gewesen. Du bist aber bei der Mercedes-Tribüne bin ich. Mercedes-Tribüne, gewesen, genau, und ich bin im Dings, gewesen, im Motodrom innen bin ich. Gewesen. Also gerade eigentlich so im letzten Sektor innen dort. Und also ich habe das Rennen auch sehr gut gefunden. Ist halt vom Wetter her brutal gewesen. Es ist ja Freitag, Samstag ist ja höllisch heiß gewesen. Und dann nachher ist es ja schiffen, also beziehungsweise immer so Nieselregen, Regen, dann wieder ein bisschen trocken gewesen und immer so richtig mixed halt, also Katastrophe gewesen eigentlich zum Fahren. Und ja, also das Rennen dort ist schon brutal geil gewesen und ich würde wahrscheinlich schon auch das zu meinem Lieblingsrennen zählen. Weil ich halt auch live dabei war dort und die meisten Ausfälle eigentlich immer von meiner Nase passiert sind. Also wie der Hamilton in die Bande reingefahren ist, wie der Leclerc in die Bande reingefahren ist, wie der Hülkenberg weggeflogen ist dort noch, wie sich der Max gespinnt hat dort einmal. Habe ich alles gesehen. Also ich bin eigentlich voll im Geschehen innen dort. Weißt du, es fällt mir gerade auf. Bis auf den Bottas-Dreier, wo er sich rausgekegelt hat, habe ich alle anderen gesehen, die du nicht gesehen hast. Ich habe den Gasly gesehen,
wo er einen Frontflügel durch dem Auto hatte. Ich habe den Ricciardo und den Norris gesehen, die sie Motorenschaden hatten. Und ich habe auch den Stroll, nein, ist es Perez oder Stroll gewesen, der sich rausgetragen hat am Anfang? Perez. Also eigentlich haben wir alle, alle DNFs haben wir live gesehen vor unseren Nasen, ausser der von geil. Nein, es war so gut gewesen. Ja, außer bis auf den von Bottas. Bottas ist ja dort in Turn 1 weggeflogen. Aber ja, das sage ich ja. Genau. Ja, also ich würde auch sagen, ich würde nicht sagen, es ist so einer vom Jahrzehnt, was hast du gesagt, kein Jahrhundert, Jahrzehnt, was auch immer. Jahrzehnt, weil ja gut, Jahrzehnt, dann kann ich nicht jetzt sagen, dass Abu Dhabi eher das Rennen war, weil dann ist ja nicht im gleichen Jahrzehnt. Genau, das ist ein kleiner Schlawiner, du hast schon gewusst, was du sagst. Ja, aber ich weiss noch, also mein Lieblingsrennen, das mir hängen geblieben ist, hat eigentlich so das erste Rennen, das ich gesehen habe, 1998 in Spa. Das hat mir hängen geblieben, auch mit dem Massencrash, was es gegeben hat dort. Weil das war ja auch so verschiffen dort, bin ich nicht live geschaut, das nicht, aber ich habe es im Fernsehen gesehen mit meinem Vater. Und das war halt auch völlig crazy dort. Und das Rennen kann ich mich noch erinnern, das war auch dort, wo der Schumacher im Coulthard hochgefahren ist und dann mit 3 Rädern in die Box gefahren ist und dann gerade in die McLaren-Garage übergesackt ist. Das war ein geiles Rennen. Das war wirklich geil. Und ich würde schon sagen, dass eigentlich das eher mein Lieblingsrennen war. Aber 2019 Hockenheim ist schon auch hoch mit dabei. Und 2016 bin ich auch noch in Hockenheim, aber das war ein kleines langweiliges Rennen. Aber da sind wir einen Trackwalk noch gemacht, da sind wir auf der Strecke noch gelaufen. Das war halt schon geil. Das ist geil. Mit dem Bus bin ich auch rundherum gefahren zu Hockenheim. Das ist lustig. Ja, jetzt sind wir noch den Gummi-Rubber, weißt du, von den Autos, habe ich immer noch daheim. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist sowieso, ich muss jetzt dann auch endlich wieder mal ein Rennen gehen, es ist wirklich zu lang her. Ja gut, hast du auch nicht können. Nach 19 war halt 20 war gerade Corona gewesen. 21 war zwar auch noch Corona gewesen und hast auch nicht können an jedes Rennen gehen. Jetzt 22 ist es wieder ein bisschen mehr möglich. Ja, mal schauen. Also eigentlich habe ich auch mal geplant, nach Spielberg zu gehen, aber das hat sich mittlerweile auch ein bisschen in Luft aufgelöst jetzt. Ja, ist mir als nächstes Rennen. Ja, mal schauen, was uns so als nächstes her verschlägt. Ja, aber dann würde ich mal sagen, wenn wir das mal alles durch, was wir ansprechen in diesem Podcast, ich würde sagen, das wäre es mit der heutigen Episode. Und ja, denkt bitte daran, falls ihr Bock habt, auch ein Teil zu sein von dem Podcast oder mitmachen beim Podcast. Ihr könnt gerne eure Fragen bei uns in den Discord-Channel reinschreiben unter dem Textkanal Unsafe Release Podcast. Die gerne, wie gesagt, eure Fragen reinstellen oder mir auf TikTok einen Kommentar schreiben oder auf Instagram schreiben. Wir nehmen gerne das Zeug auf und danach sind wir auch dabei im Podcast. Und ja, dann bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr zugelassen habt und dann hören wir uns wieder beim nächsten Podcast.